Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live von Swiss German Online. Also wir haben Schweizerdeutsch-Kurs und wir möchten nächsten Montag darüber reden, wie alt du bist. Wir möchten fragen, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wir möchten über Geburtstage reden und eben das zusammen feiern. Und wie alt bist du? Das ist eine komische Frage. Das heisst schon, dass wir alt sind. Aber du kannst auch jung sein. Und man kann fragen, wie alt bist du? Ah, ich bin 12. Das ist sehr jung. 12, das sind noch Kinder. Hallo zusammen, schön sind ihr da. Wie alt sind ihr? Ich bin bald 50. Schon bald, noch nicht ganz, aber ich bin schon bald 50. Ich hoffe, jetzt bin ich wieder da. Ich bin bald 50 und viele von meinen Freunden sind schon 50. Und ist das alt? Was denkt ihr? Soll ich mich jetzt alt fühlen? Was ändert sich für mich, wenn ich 50 werde? Hallo Memrojalin. Oh, Entschuldigung, ich habe deinen Namen nicht richtig lesen. Also, hallo zusammen. Wie alt sind ihr? Was denkt ihr, ist 50 alt? Wenn man 50 wird, dann nachher macht man sich vielleicht so Gedanken über sein Leben, was man noch gerne möchte machen oder was man möchte verändern. Vielleicht hat man neue Pläne, weil die Kinder schon grösser sind und man nicht mehr so angebunden ist in der Familie oder so. Wie alt bist du? Fühlst du dich alt oder fühlst du dich jung? Das hat vielleicht nicht viel zu tun mit dem Alter, konkreten Alter. Moham, ich glaube 38 ist nicht zu alt zum Schweizerdeutsch lernen. Das stimmt nicht. Ich denke, du kannst dich einschreiben im Kurs. Vielleicht kannst du nicht mehr so schnell lernen wie früher. Aber ich denke, du kannst immer noch Schweizerdeutsch lernen. Du kannst dich einschreiben auf swissgermanonline.com und kannst unseren Kurs einen Monat gratis testen. Und dann kannst du schauen, ob dann nicht doch Schweizerdeutsch lernst, obwohl du das vielleicht nicht erwartest. Du denkst, ich bin zu alt, aber ich glaube, das ist gerade gut, auch später noch viel zu lernen, weil das haltet unser Hirn fit. Also wir müssen ein bisschen Brain Gym machen, wir müssen unser Hirn brauchen, sonst verrostet das alles. Wer rastet, der rostet, sagen wir. Und das ist im sportlichen Bereich so, aber das ist auch kognitiv so. Also wenn wir unser Hirn nicht brauchen, dann nachher rostet es, dann wird es faul oder dann gibt es ab. Man gibt ab im Alter. Man ist nicht mehr so flexibel, man ist nicht mehr so schnell im Denken vielleicht. Aber das kann man alles trainieren und aufrechterhalten. Und manchmal fühle ich mich schon sehr alt, wenn ich zum Beispiel keine Energie habe, wenn ich müde bin, wenn ich krank bin, dann fühle ich mich uralt. Aber wenn ich gesund bin und Energie habe, wenn ich ausgeruht bin, dann nachher fühle ich mich jung und dynamisch. Also wir können vielleicht das Altersgefühl ist subjektiv. Also, am nächsten Montagabend haben wir einen Dialog. Also, wir haben ihn noch nicht vorbereitet, aber wir schreiben über das Alter, das Älterwerden. Wir schreiben über eine Person, die 40 wird. Sie hat den 40. Geburtstag. Und über ihre Wünsche und ihre Ziele, die sie noch hat in ihrem Leben. Also kommt schauen. Jetzt, wenn ihr auf Swiss German Online geht und euch einschreibt, dann seht ihr alle Lektionen, die wir schon hatten. Letzte Woche haben wir
über das Wallis geredet oder vorgestern haben wir über Italien und Kroatien geredet und wo wir in die Ferien gehen. Also ihr könnt die alten Lektionen alle sehen und ihr müsst ein bisschen warten und Geduld haben, bis wir am Montag dann unsere neue Lektion online schaltet oder schon am Freitag sehr wahrscheinlich unsere neue Lektion online schaltet. Und immer am Montag am Abend am 8 Uhr ist ein Livestream, wo wir zusammen den Dialog anschauen und zusammen im Zoom-Treffen darüber reden. Also schön, sind ihr da gewesen. Danke fürs Winken. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und macht's gut. Bleibt jung und munter. Schaut zu euch, dass ihr fit bleibt im Körper und im Geist. Tschüss zusammen.